Und somit herzlich willkommen zurück hier bei sinnlosen Let's Plays bei Retro Cache, und unsere Trophäensammlung, die nimmt langsam aber sicher doch ein bisschen Gestalt an und wir dürften unserem Linkscup noch widmen. Und heute machen wir wieder mal das Doppel mit dem Neil. Und also so sagen, der Linkscup, der ist schon ewig nicht mehr gespielt, also von der Erfahrung vom Kurs. Auf die kann ich nicht zählen und das war der falsche Weg gewesen. Daher sind nicht enttäuscht, wenn das Ganze nicht allzu gut wird zwischendurch. Oh, Cache betrachtet den großen Baum. Ah, und das Level-Up haben wir hier bekommen. Da finde ich ja ganz nett. Den wir natürlich gerade anwenden hier. Und dann gehen wir in Linkscup hindern. Da müsste ich glaube der sein hier. Linkscup in Master Caddy. Und wir möchten teilen natürlich. Eben wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt und der Score der wird relativ bescheiden sein, wie beim Dünencup natürlich auch schon. Und beim Wüstencup auch. Weil man kann natürlich, wenn man die Kurs das zweite oder das dritte Mal durchspielt, hat man ein bisschen mehr Erfahrung, wo dass man sollte anspielen, wo das Ganze gut kommt. Kann man noch mal ein bisschen mehr rausholen, aber wir probieren es jetzt hier gleich einfach einmal. Hauen wir mal voll drauf. Und hoffen, dass der Ball gut kommt. Und der Neil wird wieder nicht vorkommen, heute mal. Oder der Neil. Ja, schön im Baum rein. Zumindest können wir mal mit einem Paar starten. Bass und Helen sind vor uns. Ist auch Seltenheit gewesen, bis jetzt in dem Let's Play. Paar 5 Bahn, 5 Meter Gegenwind. Hoffen wir, dass der Neil den Ball ja mir halbwegs schön schlägt. Sieht nicht mehr schlecht aus. Einen guten Wind hat er nicht so berücksichtigt. Zumindest sollte das ein Birdie geben. $10 Meter Gegenwind, das wäre eigentlich nicht schlecht. $10 Meter Rückenwind. Wenn auch ein Birdie geht, theoretisch. Schöne Sache. Ist der Start schon mal vielversprechender, als ich mir da erhofft hätte. Da haben wir auch 8 Meter Rückenwind, also ich hoffe, dass wir da führen mögen. Wenn wir jetzt da einen Powerschlag verschenkt haben für da.
Ah, das ist schade. Ja, der Ball ist auch nicht so gut gekommen. Hoffen wir mal, dass ihn der Neil einlässt. Kommt ja gut, kommt ja gut. Einfach Vertrauen haben im Partner. Den. Und das schon gut. Ja, wird nicht führen mögen, leider. Ja, wahrscheinlich hätte ich Charakter noch ein bisschen mehr aufleveln, damit die Chancen für die Birdies ein bisschen besser wären, also vor allem die Weite. Aber ich probiere jetzt einfach gleich mal so. So schlecht sieht es gar nicht aus, wir sind zwar 3 hinten drin und der Kid ist da. Der Kid spielt mit dem Jane. Oder Jean, je nachdem wie man es aussprechen will. Das ist ein ganz schneller Untergrund, da der blaue da vorne, darum würde ich tendieren auf ein Doppel-B. Nicht so wirklich da gewesen. Aber ein Paar. Nicht gerade in der Bäume-Mitte, vor allem nicht im Bunker rein. Ja, das ist schade. Da einen mag ich nicht, da einen mag ich nicht vorbei. Gewinnt haben wir auch noch. Ja, der Schlag wird scheiße. Aber wenn sie so probieren. Ja, aus. Scheiße. Das erste Mal ein Ball im Aus. Aber jetzt kann der Neil das mal selber zeigen, was er aus seinem Superschlag da macht. Ja, da wird es Double Bogey geben, das ist nicht so schön, dann sind wir wieder auf 0 unten. Gibt es sogar Triple Bogey unter Umständen. Wird der Triple Bogey geben. Voll. Tja. Ach, fuck off. +4. Der schlechteste Score bis jetzt, wo wir reinkriegen in dem Let's Play. Und jetzt sind wir auf +2. Sehr schwach. Sehr, sehr schwach.
zumindest ist die Chance auf ein Birdie auf der Par 5 Bahn intakt. Ah, so nicht mehr. Scheisse. Da muss ich jetzt meine Rappe nehmen. Ja. Die plus 4 haben uns wahrscheinlich das Knick gebrochen. Aber wir sind ja erst in der Hälfte jetzt. Nach dem Loch dann. Vielleicht wird es gleich lange, auch wenn der plus 4 da, ja, da ärgert mich, da tut mir weh. Das regt mich auf. Ja, den Schlag habe ich auch voll verzogen. Ja, heute ist der Wurm drin, mehr als die letzten paar Folgen. Und schon das nächste Bogey. Plus 3, ja, also mit so Scores hätte ich eigentlich schon nicht gehofft, dem Let's Play. Ai. Dann verhaue ich ja die einfachen Schläge. Tja, heute meint es, geht doch nicht so gut wie mir. Da mögen wir auch wieder nicht führen. Aber wir probieren es gleich mit dem Rückenwind ein bisschen. Seitenwind, Rückenwind, ja, egal eigentlich. Und der Neil packt mal einen Zauberschlag aus. Geile Sache. Wenigstens sind wir wieder ein bisschen runtergekommen. Noch noch plus 2, ist aber immer noch scheiße natürlich. Da haben wir auch sehr viel Wind. Par 5 Bahn. Und leider gerade im Bunker hier, das ist nicht so schön. Ausnahmsweise wieder mal ein guter Schlag hier. Ja, ich habe noch plus 1, der Kit ist auf minus 4, 5 Differenz. Mit dem noch 6 Löcher. Die Frage ist, mögen wir am Wald vorbei da oder nicht? Ja, theoretisch ja, aber ja, wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
ist gut gekommen. Nein! Nochmal ein Bogey. Ach Gott. So nützen Minuspunkte nicht, wenn wir wieder Pluspunkte machen. Gerade eine schlechte Runde bis jetzt, effektiv. Fällt der Neil da mal einen schönen Schlag auspackt. Wieder. B hat wahrscheinlich noch gelangt. Es sind immer noch 4 Differenz, also das Minus kommen wäre noch schön, aber die Frage ist, ob ich da raufkomme. Noch 3. Kit und Jane kommen zwar rauf, aber ich hätte schon gerne Minus gehen, nicht ein Plus gehen. Also. Ein Powerschläge haben wir auch schon alle versaut. Ball auf Safe. Ja, so safe ist jetzt da auch nicht gewesen. Und wieder im Bunker rein. Gibt auch keinen Minuspunkt. Scheiße. Wir spielen wenigstens aufs Grüne. Danke. Nein, 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 nein. Und ich verhaus wieder nochmal einen Bogey. Ja, also wenn jetzt noch ein Wunder passiert, dann ist das gewesen.
Und immer noch plus 2 und die anderen sind plus 1. Ja, es rennt zwar noch lange im letzten Loch, aber von dort an. Sollten nicht direkt ins Wasser spielen da. Wow. Ja, den Ball schon im Wasser rein gesehen. Wir haben es geschafft. Plus 2, also mit dem Score bin ich überhaupt nicht zufrieden da, aber ich werde es im Einzel ganz sicher besser machen. Das verspreche ich da schon mal. Mit plus 2 ist jetzt effektiv ein Score, den ich nicht möchte haben. Der Neil dürfte da mal ein bisschen besser werden. Ja, das wäre es in dem Fall von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen, auch wenn ich sehr enttäuscht bin vom Ergebnis, das wir hier erreicht haben. Aber der plus 4 vor allem, der hat uns das Knick gebrochen. Da kommt jetzt noch der Abspann, aber den möchte ich euch eigentlich nicht wirklich fertig laufen lassen, weil es gibt nochmal einen Cup, den wir im Doppel machen sollten. Plus vor allem Einzel müssen wir dann auch alles nochmal machen und dann werde ich euch da den Abspann vor allem noch fertig laufen lassen. Darum werde ich den jetzt hier halt mit drin abbrechen, weil es sollte mindestens nochmal 3 Folgen geben, vermute ich mal. Und somit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Ich hoffe beim nächsten Mal dann auch wieder und man hört sich.